An der Agrarkommission vom Europäischen Parlament hatten wir den 12. Juli den ersten Hearing über Propositionen von der Kommission für die Reform von der Weinmarktordnung. Wir haben hier ein paar professioneller, also Berufsvertreter, gehört. Und ich kann sagen, dass Meinungen ganz weit auseinandergehen. Ich bin aber ganz froh, dass ich von allen Deputierten die meisten Applaus gekriegt habe, wo ich gesagt habe, dass erstens die Diagnose von der Kommission, die sich nicht mehr auf Europa betrifft, also dass man die Situation vom Wein, vom europäischen Wein weltweit muss gucken, dass die falsch ist, dass ihr Approche zu defensiv ist, und dass Mesuren vorschlägt, die wirklich nicht am Interesse vom Weinbau an der Europäischen Union sind. Ich muss aber sagen, dass Meinungen von den Berufsvertretern so weit auseinandergehen, das möchte Probleme, wir werden nicht schon fertig bringen, wenn lo mal ein Text da ist von dem Rapporteur zu den ersten Vorschlägen, die an der Kommunikation von der Kommission sind. Da muss man gucken, wie man es wären. Auf alle Fall habe ich auch klar gemacht, dass es nicht kann sein, dass wir Mesuren oberlöst kriegen, die den Weinbau an den nördlichen Regionen wie bei der Mosel gingen unmöglich machen. Das allerdings auch gesagt gehen, besonders von einem Bio-Winzer von der Mosel, will am Anfang überhaupt kein Markt mehr. Wir sollen sie gewähren lassen, wir sollen ihnen keine Oplagen machen, sie sollten ihre Weine machen, wie sie wollen machen, aber was sie verkaufen, da brechen sie auch kein Beihilfe. Also der Gesicht geht ganz weit, die wollen unbedingt so viel wie möglich Beihilfen, auch zum Revenu. Die anderen wollen überhaupt nicht, man muss aber gucken, dass wir die goldenen Mittelwege finden. Und da haben wir ja ein bisschen Zeit mit der Vakanz, darüber nachzudenken. Ich werde also in den nächsten Wochen, weil keine Sitzungen sind am Europäischen Parlament, kein weiter Beitrag zu dieser Sendung bringen. Und wir sehen uns dann noch am 21. August und ich wünsche euch alle eine schöne Vakanz.